Hallo miteinander, da ist Exodus 19. Ich habe von mir vorher einen Part gesehen, und zwar hat das StarMade geheissen. StarMade ist so ein geiles Spiel, es ist so ein bisschen, ja, wir sehen es, Minecraft ähnlich, oder? Und man startet eigentlich im Weltraum. Aber ich bin jetzt hier auf unserem Planeten und ich möchte euch geschwind zeigen, ich möchte euch zeigen, wie man ein Schiff baut, weil es ist recht kompliziert am Anfang. Und ja, ich möchte euch Basics zeigen, weil es ist ein Gratis-Spiel im Moment. Ladet es euch ab. Ich schreibe unten den Link her. Ich schreibe unten meinen Server, also unseren Server her. Er gehört nicht mir, er gehört jemand anderem, aber dort sind wir drauf. Und ja, dann könnt ihr einfach innerhalb 10, 20 Minuten könnt ihr reinschauen und mitspielen. Ich nenne das, es soll schnell und so sein, es ist ein Scooter. So, das ist unser Scooter. Schön. Das ist es eigentlich. Das habe ich mit X gemacht. X und dann den Namen eingeben. Jetzt gehen wir zuerst ins Base-Dings rauf, weil da ist es einfacher zum Bauen. So. Wie man steuert, das könnt ihr im Tutorial nachschauen, oder das erkläre ich jetzt nicht unbedingt. Mit Leertasten komme ich im Building Mode. Das Wichtigste ist natürlich Energie. Man sieht jetzt, F2 kann man so die Maus zeigen. Wie viel Energie das ich habe, das ist jetzt zum Aufladen, und zwar mit 614 pro Sekunde. Jetzt warten wir mal. Ja, es ladet immer noch. Machen wir gleich mal weiter. Jetzt, es bringt viel mehr, wenn man Quadrat baut. Jetzt haben 1012, oder? Jetzt schaut mal einen an. Gerade 200. Gut. Wenn ich jetzt das ausfüllen will, das bringt nicht viel, wenn ich das jetzt ausfülle. Es bildet ja schon das Quadrat. Gibt nur 100, also bringt es nicht so viel. Darum möglichst platzsparend. So, gut. Jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen vergrößern, aber ich will wirklich nur ein kleines Teil. Ich will wirklich nur ein kleines Teil. So. Ein bisschen Schild, das ist natürlich auch noch wichtig. Auch das sieht man links ganz unten. Schild habe ich jetzt 1000 irgendwas, das ist am Aufzählen wahrscheinlich. 2600 und es regeneriert 229. Ist ganz okay. Jetzt könnte man ganz viele verschiedene Sachen machen. Also ja, jetzt lasst euch da nicht irritieren, aber es gibt da zum Beispiel SDKB Missiles. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin eher für SDBB Missiles. Für die habe ich aber leider keinen Computer. Ich habe nur für meine Antimaterie-Cannons einen Computer. Weapon Computer. Man braucht immer für die richtigen Cannons und was immer die richtigen Computer. Salvage Cannons sind ganz wichtig zum Sachen abbauen. Das sehen wir sonst nachher einmal noch. Also, wir brauchen einen Computer. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil wir müssen den vernetzen mit unserem Kern. Das steht da hellblau. Für das drücken wir C wie Computer. Jetzt sehen wir da eine grüne Linie. Es ist nicht sehr gut sichtbar, aber man sieht es. Die können wir jetzt eigentlich irgendwo platzieren. Jetzt wählen wir unsere Kanonen aus und ihr seht, jetzt ist das orange geworden. Also wenn ich mit C das auswähle, der violette ist gekoppelt an den. Und wir tun jetzt mit C den Computer anwählen, um unsere Guns zu präparieren. Ich mache keine grosse. Wir können das anders mal dann ein Riesenschiff bauen, wenn euch das interessiert. So. Aber ich hätte gerne 4. Jetzt, jetzt sind es 4 Guns, weil kein einziger tut sich von diesen Einheiten, das sind 4 Einheiten, oder? Der hat 4 Blöcke und die oben dran haben 6 Blöcke. Die werden wahrscheinlich ein bisschen schneller schiessen oder so. Jetzt, wenn ich da nochmal eins bauen würde, wären es nur noch 3 Einheiten, weil die connected jetzt, dann würde das einfach viel schneller und stärker sein. Aber ich möchte gerne 4 Schüssel. Auch so zum Anfang, so Slow-Schüssel. So, das wäre es eigentlich schon. Jetzt sehe ich, da haben wir einfach noch ein bisschen Platz. Entweder können wir es stylisch machen. Ja komm, wir machen das so ein bisschen.
Mit Rot oder mit Schwarz? Ich mache jetzt mal alles schwarz. Weil, ganz ehrlich, es ist nur ein Beispielteil und ich werde es nachher wieder abreißen. Das sind Hüllen. Und wie soll ich sagen, wenn die Shield down gehen, weil das kann immer wieder mal passieren, dass man ein paar Sekunden zu lange im Kampf bleibt, dann gehen die Shield down und bevor das Zeug kaputt geht, schiessen sie zuerst noch ein paar Schüsse auf die Hülle. Das ist sehr praktisch, oder? So, jetzt decken wir das unten an. Ich tue immer alles abdecken. Man könnte es zwar vorne frei lassen, dass man sieht, wo ganz rausschiessen, aber man kann es anders hervorheben mit so farbigen Hüllen zum Beispiel. Mit Shift kann man übrigens im Baumodus schneller switchen. Jetzt wie man am besten Geld macht und was immer, das sehen wir alles ein anderes Mal. So, jetzt braucht man eigentlich noch etwas ganz Wichtiges und das sind Hyperflux Coil Thruster. Das ist ja, der Boost. Ich mache einfach ein paar her. Okay. Das ist unser erstes billiges Schiffli. Jetzt könnte man das da sonst auch noch ein bisschen abdecken an der Seite. Es ist ein bisschen verwirrend, weil alle, die Minecraft spielen... So da. Es ist umgekehrt. Linksklick ist hersetzen und Rechtsklick ist wegnehmen. Es ist tierisch nervend eigentlich. Am Anfang. Man kommt mit der Zeit rein, wie bei jedem Game. Und es ist eigentlich noch ziemlich cool für eine Alpha-Version, dass man so jenstes Zeug schon machen kann. Nein, nicht Schilder. Ich hätte gerne noch ein bisschen Licht. So. Und ich bin schon ganze Space Stations abgraben, darum habe ich so Lichtsachen und alles. So. Ich glaube, jetzt ist es sicher. Yep. Leertaste, um wieder reinzukommen. Jetzt seht ihr, das nervt ein bisschen, he? Die Sicht. Jetzt sehen wir da Blöcke im Weg. Schon noch blöd. Machen wir ein SD-Cockpit. So. Und decken das zu. Jetzt kann man mit dem Pfeiltasten links kann ich vorne ins Cockpit wechseln. Jetzt habe ich oben zwar immer noch so störende Teilers, aber ja, ist doch gleich. Jetzt kommt auch noch etwas Wichtiges, meine Waffen sind noch nicht aktiv. Für das muss ich T machen. Ich weiss nicht genau wieso. Also man kann über N kann man rein, über den Shop mit B, über I kommt man auch da rein. Das sind einfach die Weapons. Jetzt muss ich das anklicken und ich kann sogar meine 4 Einheiten noch separat einstellen. Wieso sind so viele Einheiten? Egal, sehen wir jetzt noch gerade. Ich könnte jetzt noch selber einstellen und was auch immer machen, dass sie mehr Damage machen, aber dafür weniger weit und so. Ich lasse jetzt einfach mal. Und jetzt muss ich einfach die anklicken und das 1 drücken, oder das 2, oder das 3, oder 4, oder was auch immer. Und dann sind die ausgerüstet auf dem 1. Jetzt können wir schiessen. Ja, ich habe irgendwo einen Baufehler gemacht. Ist jetzt eigentlich gleich. Weil... Eben, ich bin Noob, ich bin auch noch ein Noob, also ich bin alles am herausfinden. Darf mir gerne Tipps geben. Ah ja, mit R geht man dann wieder aus dem Schiff raus. Und weil ich jetzt keinen schönen Eingang gemacht habe, muss ich da einfach wieder so rein. So. Okay. Jetzt möchte ich euch mal da zeigen, was wir so ein bisschen gebaut haben. Achtung, er hat Sechskraft. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Also ich habe das mal so ein bisschen ausgehöhlt, die Hose da. Und das ist jetzt eigentlich mein Hauptschiff da drinnen. Mit dem komme ich jetzt knapp durch. Ich will unbedingt so einen schnellen Scooter, wo ich einfach so ein bisschen rumswitchen und so. Und dann kann ich eben da runter. Ja, den baue ich um. Den baue ich definitiv um, der gefällt mir nicht. Es war ja nur zum Demonstrieren gewesen. Der gefällt mir jedoch recht. Der ist pretty cool. Das ist der Phoenix Head.
Und eventuell mache ich dann das Mutterschiff, wird dann der Phoenix Body oder Corpse oder was auch immer. Voll geil. Da oben ist mein Lager, da kann ich so Zeug rein tun, wenn ich es nicht brauche gerade und so. Ist allerdings ziemlich unsicher, falls das Schiff noch zerstört wird, ist alles weg. Da ein bisschen versteckt ist der andere Dings. Mein Maschinenraum, meine Energiezellen, Schild. Da noch mit gehärtetem Stahl, wo meine Computer schützt, die da drunter sind. Also da sind 2 Missile-Computer, da ist der Salvage-Computer und da ist der Antimaterie-Computer und da ist mein Kern. Es hat auch noch Fenster, wo man rausschauen kann. Ja, sitzen wir doch mal rein. Und auch der hat ein Cockpit, weil sonst wäre es da ganz hinten. Der hat das Cockpit vorne. Er ist auch ziemlich schnell, einfach nicht so wendig. Leider. Mit Shift halten wir übrigens an, aber das wird man als im Tutorial lernen auch. So sieht er aus, von nachher eigentlich noch. Ich bin... Ja, stolz kann man nicht sagen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit, weil es ist das erste Schiff, das wirklich eigentlich cool aussieht, wo wie etwas aussieht. Nicht zwar mein anderer Phoenix, den ich gebaut habe, ist auch nicht schlecht, aber noch noobig. Auch das ist noobig, aber es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Man kann etwas daraus machen. Und da hinten kommt dann eben eine Dockingstation her. Und ihr müsst euch vorstellen... Wow. Nein, jetzt bleibst du da. So. Ah! Ihr müsst euch vorstellen, hinten dran kommt dann noch ein riesiger... Ich weiß auch nicht, wie ich ihn mache. Ein fetter Körper oder ein schlanker und dann 2 Flügel, die ich noch dran kopple, die dann mega Laserwaffen dran haben, also wirklich nur aus Laser bestehen und dann... Voll geil. Ich kann also alles machen. Ich kann wirklich alles machen. Das sind seine Abbaustrahlen. Warte, ich gehe mal da an den Rand, wo es nicht so stört. Es hat recht viele Grafikbugs, noch eben ist ein Alpha. Und ja, sie sind recht cool und da hat es auch verschiedenes Erz und das Grössere. Mit dem kann man auch recht gut Geld machen. Am besten machen wir aber mit dem Glas Geld. Mit dem da. Plextanium. Das findet man mega viel auf so Raumstationen und so. Jetzt parkieren wir da wieder rein. Wenn es geht, irgendwie. Ja, ja. Jetzt bleibst du da, ja. Und landen. Ja. Yeah. Nein. So. Ja, das ist im Moment so einfach die Landebase. Keine Ahnung. Vielleicht wird es noch breiter oder eine andere Hülle unten dran. Wer weiß. Ich hoffe, es wird irgendwann Mobs geben, weil es gibt richtige Höhlensysteme und dann müssen wir vorstellen, wenn so Aliens kommen, dann haben wir so ganz und die schiessen umeinander und weisst du, geil, ey. So, wo ist jetzt mein anderes kleines Raumschiffchen? Ich tue mir das nämlich wieder zurückbauen. Ja, ich kann es eigentlich noch kurz zeigen, das Spiel. Kommt doch mal drauf, es wäre lässig. Ich kann euch dort Tipps geben, mit Enter kann man schreiben. Da, wada. Mit Tab kann man schauen, wer alles drauf ist. Böse Pflanzen. Es wäre auch cool, wenn man Sachen wirklich craften kann. Es gibt so Fabriken, die man machen kann. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich check's noch nicht. Ich habe mich noch nicht damit befasst. Auf jeden Fall kann man das alles selber produzieren, da muss nichts mehr kaufen. Aber ganz ehrlich, schauen meinen Cache an. Im Moment im Sandbox ist es so einfach zum Cache machen. Aber es ist nur Sandbox und im Moment, man muss leider jedes Mal klicken. Es ist ein bisschen mühsam, wenn ihr meine Maus jetzt gehört. Egal, ich habe jetzt gezeigt, was ich wähle. Ich baue jetzt einfach... man kann es übrigens auch einfacher machen. Mit Control kann man da die Fläche vergrößern und dann kann man auch so... Das ist auch einfach, wenn man in ein Piratenschiff sitzt. Kann man das so machen. So, zerstöre jetzt den Kern wieder. Und ich werde mir dann irgendeinen Scooter bauen. Meistens wird ihn aufbauen, wieder abbauen, aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Also nichts, was sich eignet, um das zu zeigen. Also alles übrigens, was ich abbaue, komme ich ins Inventar über. Das ist
nicht verloren. Ich habe jetzt 23'000 Steine. Von dem her... Ja, es ist alles cool. Ist geil auch, dass es nicht 64 Stacks sind. Das ist so genial. Finde ich wirklich geil. Also, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Bis dann. Peace. Moment, jetzt müsste ich noch episch. Warte dort. Schaut jetzt. Also. Episch auffliegen. Peace miteinander.